Herzlich willkommen zum zweiten Advent im Stoffelhäusl. Ich habe mir wieder ein paar Leute eingeladen und natürlich auch Musikantinnen und Musikanten. Aber bevor es losgeht, müssen wir natürlich unsere Kerzen anzünden und heute sind es schon zwei. Die Fallbach-Musik hat uns mit dem Pfarrplatz Bahrischen da schon ein bisschen in adventliche Stimmung gebracht. Und jetzt gibt es wieder ein Gedichtel, und zwar von der bereits verstorbenen Franzi Ferland, die ist fast 100 Jahre geworden, ein richtiges Urvieh aus Breitenbach. Und die hat in ihrem Buch Heimalan folgendes Gedicht zum Winter geschrieben. Jetzt ist ein bald ein Winter, ein bald ist es kalt. Ich hock mich zum Ofen hinter, weil's finster wärst so bald. Oft nimm es her mein Klampfen und sing ein Liedl dazu. Der Teekessel tut dampfen, die Uhr tickt ohne Ruhe. Das Katzei schnurrt neben meiner und blinzelt mir allem zu. An Winter los ich einer, die Köt verjagen ich durch.
Wie wir noch Kinder waren und ein Abendbrot war, da hat die Mama und der Papa gesagt, die Engerler, die sind beim Keckserler backen. Ja, beim Keckserler backen sind die Engerler nicht, aber ein anderer Engel, meine Frau, die Martina, die ist in der Backstube und was sie in Zeit für Keckserler backt, das wird sie euch gleich selber sagen. Grüß dich. Heute machen wir Zimtsterne. Dazu brauchen wir geriebene Mandeln, Eiweiß, Staubzucker und Zimt. Ich habe jetzt schon das Eiweiß mit einem Teil Zucker aufgeschlagen. Davon entnehme ich jetzt 3 Löffel fürs Bestreichen. Da mischen wir dann noch Zitronensaft dazu. Das braucht man dann zum Bestreichen für die Zimtsterne. Den restlichen Zucker rühren wir da noch ins Eiweiß. Da kommen jetzt die Mandeln hinein, ein paar Löffel Zimt. Sollte schon der Zimt herausschmecken von den Zimtsterne. Dann rühren wir das noch mal kurz zu einem festen Teig. Da entsteht jetzt so eine feste Masse und die rollen wir dann auf dem Nudelbrett aus, so 1 Zentimeter dick. So, das Eiweiß wird dann da drauf gestrichen. Da muss mit einem kalten Wasser mit dem Ausstecher Sterne ausstechen. Wichtig ist immer fest in Wasser eintauchen, dass es nicht so anklebt. So, die werden jetzt gebacken bei 140 Grad, ca. 20 Minuten. Und den restlichen Teig kann man wieder zusammenkneten und die nächsten dann ausstechen. So, da haben wir jetzt die Zimtsterne. Die bringen wir jetzt an Martin in die Stube rein.
mir sitzt jetzt eine echte Berstl-Legende aus Breitenbach, und zwar der Hager Franz. Franz, wie lang oder seit wann gehst denn du schon aus Berstl? Ja, das ist eine lange Zeit. Mit 7 Jahren habe ich angefangen. Und gegangen bin ich, bis ich geheiratet habe. Das ist 66 gewesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich nicht mehr. Ja. Und nach ein Jahr drauf bin ich aber wieder in Köhrung gewesen mit einem Berstl-Gewand machen, weil das hätte ich nicht ausgehalten. Und seitdem bin ich eigentlich allweil gegangen, bis auf jetzt die letzten 3 Jahre nicht mehr. Aber es ist bin ich allweil gegangen. Was ist jetzt das für ein Larven da? Das ist ein Larven von Erdotto. Die ist 57. Da habe ich Lerner angefangen. Und da sind wir in unserer 4 oder 5 gewesen. Und dann bin ich Erdotto und einen Larven umgeschaffen. Die meine ich hat ein bisschen ein komisches Ding, weil sie mit dem Blosen, dass das ein bisschen zusammenpasst. Das heißt, du bist bloßer gewesen? Ich bin bloßer gewesen, allweil gewesen. Ja, ganz angefangen habe ich als Bub als Hex. Ich bin ein kleiner Bursch gewesen einmal. Aber jetzt ist es halt auch vorbei, nicht? Man weiß nicht besser. Nein, man weiß nicht besser. Aber was sagst du jetzt heute am Berstl-Laufen in Brandenburg? Da sind ja so viele Passen, das überlebt, oder? Ja, Brandenburg, weißt du, das allweil überleben. Gott sei Dank, muss ich sagen, sind auch ich bin einer gewesen und viele andere hinter mir, die was da ja ein bisschen Obacht gegeben haben und aufpassen haben, dass das Original bleibt. Weil das umeinander teifen da und die Event da, das gibt es bei uns nicht. Die hätten sogar einmal angefangen, auch der Tourismusverband hätte einmal angefangen, ein bisschen zentralisieren, aber das hat auch nicht hingehauen. Weil jeder Pass hat einen Platz, wo sie hingehen und nachher weißt du, das so bleiben. Das geht nicht anders. Nicht? Und wie gesagt, meine Familie ist sowieso Berstl-Stammmisch, auf Deutsch gesagt. Wir haben auch selber daheim haben wir ein Zelt aufgestellt, mit der Garage rein. Und die Dirndler machen das, meine Dirndler, die sind sowieso ganz heiß. Und da haben wir 28 Passen ein Jahr gehabt eigentlich. Aber die möchten sie sich schon davor bei uns. Jetzt, wo wir wieder kommen dürfen und alles, nicht? Nein, Dann geht's runter. ja, geht's ja, nein. Jetzt geht ein Bratenbecker Berstl nie außerhalb von Bratenbach Berstl, haben wir gehört. Aber was ist jetzt, wenn ich einen Bloser frage, dass er einmal reinblasen, da einen Stoffhäusl, das geht nicht, oder? Das Dass man einmal hört, wie das wurden. Muss ich einen reinblasen? Ja, bloß einmal Da werde ich einen anlassen. Für das KW-TV, das ist ja sowieso eine bärige Sache. Ja, dann bedanke ich mich für den Besuch. Morgen ist wieder der 5., der große Tag in Bratenbach. Was tut da der Franz morgen? Ja, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es ruhiger. Vielleicht die Dirndl ein bisschen helfen ihnen, weil wir haben ein Zelt aufgestellt also, und da sind hübsche Bassen drin. Und die dann auch gut verpflegen, weil da gibt es alle Hand an. Und nein, da bringe ich schon mal einen Tag. Obwohl es ein bisschen harsch gewesen ist, einmal lassen, aber mei, das ist halt einmal, die Knie dann weh und dumm. Nicht? Obwohl ich mir heuer, sogar beim Krippengrillen, hätte man noch mal ausgemacht, ein paar so alte Lappen, dass man nur mehr gern, aber jeder ist auf früh gewesen, weil nichts rauskommt. Zuschauen ist auch nicht. Zuschauen ist auch nicht. Wir bedanken uns auch fürs Zuschauen und hören uns wieder eine nette Musik an.
am 5. Dezember, da sind nicht nur die Bersteln im Unterland unterwegs, sondern auch im ganzen Land die Teufel. Und natürlich brauchen die alle eine Maske und wie so eine Maske geschnitzt wird, das habe ich mir genauer angeschaut. In der Adventzeit sind auch die Teufel unterwegs und zwar natürlich am meisten am 5. Dezember. Und für eine Teufelei, da braucht man auch eine Maske. Und der Markus Spiegel aus Pfaffenhofen, der schnitzt solche Masken. Markus, wie bist denn du dazugekommen? Ja, dazugekommen bin ich durch das, dass wir einen Verein gegründet haben, damals vor 20 Jahren. Und damals Masken gesucht haben oder Schnitzer gesucht haben, die uns gute Masken, schöne Masken machen und die preislich attraktiver gewesen waren, haben wir nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich selber. Ich habe einen Holzklotz organisiert, habe den niedergeschraubt am Wohnzimmertisch und ein Stemmeisen organisiert und dann habe ich da ein bisschen herumgeklopft und probiert einmal so eine Maske zu machen. Die hat dann ganz gut ausgeschaut und dann ist das immer besser und besser geworden. Und dann ist das, ja, da wo wir heute sein, ja. Man sieht, dass deine Masken sich ein bisschen an Totenköpfe anlehnen. Warum eigentlich? Ja, Totenköpfe. Ich meine, der Totenkopf ist, wenn man halt einen menschlichen Kopf anschaut, der menschliche Kopf lehnt sich am Totenkopf ein bisschen an. Es ist einfach die Grundform von einem Kopf, ist der Totenkopf und alles andere, die Muskeln und die Haut umschließen dann den Kopf. Und wenn ein Mensch abgemagert ist, dann kommt der Totenkopf einfach ein bisschen mehr aus. Also umso weniger Fleisch da rundherum ist oder dünnere Haut, umso eher sieht man den Totenkopf. Und der Totenkopf stellt ja den Tod und das Schreckliche ein bisschen darum. Schauen die ein bisschen so Totenkopf ähnlich aus oder so ein bisschen schrecklich aus, ja. Jetzt hast du ja verschiedene Masken, also eher ein bisschen so traditionell und dann wieder schon bald in das Futuristische rein. Gibt es da für die Träger Unterschiede auch von Alter und so? Ja, da ist es auch so, man kann da so zwei Lager feststellen. Einmal gibt es die ältere Generation, die stehen eher auf das Traditionellere, ein bisschen das Urige, so wie es früher oder Anführungszeichen früher war. Und dann gibt es die Jüngeren, die wollen so ein Zombie-mäßiges Zeug, ganz wild, grausiges Zeug. Umso wilder, umso grausiger, umso besser gefällt es denen. Also gibt es eben das Traditionelle noch und ganz moderne auch, ja. Wie lange brauchst du jetzt für so eine Maske? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die Maske ausschauen soll. Ob da jetzt ein großer Bart dabei ist, dann braucht man ein bisschen länger. Oder ob es noch so eine normale Standardmaske ist oder irgendeine Krone oder keine Ahnung, was drauf ist. Kann man sagen, so zwischen 20 und 35 Stunden, 40 Stunden so irgendwo. Du machst ja alles auf Auftrag. Wie passiert das dann? Kommt der Auftraggeber, hat der schon Vorstellungen oder gibst du ihm da Ideen? Wie schaut das aus? Ja, die kommen dann zu mir und haben meistens Ideen schon im Sack. Das heißt, die haben irgendein Bild mit und sagen wir dann so in etwa, soll man es machen. Also, sie haben 2, 3 Bilder mit, wo man dann was zusammenstellt. Augenpartie von dem Kopf, Mundpartie davon und so. Dann werden Farben festgelegt, wie die Farbe sein soll für die Maske und dann wird sie geschnitzt. Oder es gibt auch zwischendurch Gruppen, die sagen, sie kommen daher und sagen, so ungefähr soll es ausschauen, machen es einfach Zähne und dann schnitzen sie einfach irgendwas. Und das suchen sich dann zum Schluss aus, was ihnen gefällt. Also sie teilen sie dann untereinander auf. Jetzt denke ich drüber, ich ein kleiner Bub, da hat es einen Nikolaus gegeben, einen Engel und maximal 2, 3 Teufel. Heute gibt es da ganze Gruppen, Events im November schon und so weiter. Du bist selber bei so einer Gruppe, da ist eine Pyrotechnik und alles Mögliche. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr dieses neue Brauchtum? Ja, der Brauchtum hat sich die letzten Jahre sehr gewandelt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise in eine Richtung, wo ich persönlich jetzt nicht ganz okay finde, aber ist ein bisschen Einstellungssache. Wir im Pfaffenhofen haben gesagt, wir wollen eher traditionell unterwegs sein. Das heißt, wenn wir zu einem Crampuslauf gehen, wir machen nur Läufe, wo man wirklich nur durchläuft, keine Shows macht, auch keine Pyrotechnik verwenden. Und bei uns wird auch die Route eingesetzt. Da sagen zwar viele Leute, das gehört nicht, da die Kinder hauen und die Leute hauen, aber der Krampus ist der Bestrafer, also der Begleiter vom Nikolaus, der die schlimmen Kinder bestraft und nichts anderes. Und wenn man zu einem Krampuslauf hingeht, da muss man damit rechnen, dass man mal eine hinten aufkriegt. Das ist jetzt keine Schlägerei oder irgendwas, das gehört einfach zum Krampus dazu. Und der Reiz bei einem richtigen Krampuslauf ist ja das, gehe ich hin und habe so ein bisschen Angst, kriege ich heute noch drauf oder nicht. Und ein richtig guter Krampuslauf ist für uns der, wo ich heute mal eine Strieme drauf habe oder einen blauen Fleck, so ist der Krampuslauf. Ja, Markus, danke für den Einblick in Enka Teufelaffen und in dein Schnitzen. Wir gehen wieder zurück in die Stoffelheiselstube, da ist es wieder gemütlicher. Heute haben wir schon gehört von den Bradenbecker Bersteln und es hat auch Berchten gegeben, die sind aber am 6. Jänner unterwegs. Wir haben wieder 3 Bücher zum Verlosen. Bitte geht's auf Facebook, Tirol TV, macht's mit. Vielleicht seid ihr schon bald bei den Gewinner von einem dieser 3 Bücher. Ja,
Und inzwischen ist schon wieder eine Lieferung Kekse eingetroffen aus der Backstube von der Martina. Diesmal die Zimtsterne. Ich darf mich bei euch verabschieden. Die Weihnachtsbläser, die begleiten uns hinaus und wir sehen uns wieder am 3. Advent beim Advent im Stoffelhäusl.